Willkommen auf der CS 2015, wo wir hier den HP Stream Mini haben, aber auch eigentlich den Pavilion Mini. Der Pavilion Mini ist in Silber-Weiß erhältlich und der Stream Mini in Blau und wahrscheinlich auch noch anderen Farben. Grundsätzlich sind beides Windows-Rechner mit unterschiedlichen Preisen, gleich mehr dazu. Von außen haben sie auch die gleichen Anschlüsse, und zwar zweimal USB 3.0, ein Stromanschluss, hier nochmal das schöne Hewlett-Packard-Logo. Seitlich kommt eine SD-Karte rein, wenn wir das so möchten. Also wir können auch hier wunderbar zum Bilder bearbeiten das benutzen oder zum Video bearbeiten. Ein Kensington-Lock, damit er nicht gestohlen wird. Ein Headset-Anschluss. Hier Netzwerk. WLAN ist aber natürlich auch drin. Nochmal zwei USB 3, HDMI und DisplayPort. Und natürlich Strom muss auch noch irgendwo reinkommen. Und das Wunderbare ist, dadurch, dass wir HDMI und DisplayPort haben, können wir das Ganze mit zwei Bildschirmen zum Beispiel auch verwenden, wie ihr hier sehen könnt. Also neben Arbeiten und Spielen gleichzeitig. Wir können auch ein Video anschauen und viele verschiedene Dinge gleichzeitig machen auf zwei Bildschirmen mit einem $179 Rechner ohne Steuern. Und auch 320 € gibt es das als Pavilion. Der Unterschied dann, hier ist ein Intel Celeron Prozessor drin und hier ist dann ein Intel Pentium oder ein bis zu i3 Prozessor drin mit auch 4 GB RAM, nicht nur 2 GB bzw. 500 GB Speicher bis 1 TB. Hier ist so 32 GB interner Speicher drin oder 64 mit 2 GB RAM. Deswegen geht es hier schon bei $180 los. Also ich würde auf jeden Fall eher den anderen empfehlen mit $300. Auf jeden Fall viel spannender, denn das ist ein bisschen stärker, aber für nur Browsen und als Chrome OS Konkurrenz ein super Gerät. Denn für $180 kriegt man sonst keinen anderen Desktop-Rechner in der kompakten Form mit zwar einem Lüfter drin, aber der wahrscheinlich nie an sein wird und mit sogar noch Online-Speicher auch noch mit dazu, 200 GB, auch OneDrive hier mit dabei von HP bzw. von Microsoft. 2 Jahre lang können wir da noch 200 GB online auch verwenden, also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr nicht genug Speicher habt, dann im HP Stream Mini. Das war es auch schon von der CS 2015 mit einem kurzen Hands-on zu diesem schönen Mini-Rechner bei HP. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr es zugeschaut habt und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren.